getan, herzlich willkommen zu heißen. Wir haben hier heute Abend so eine kleine Rollenverteilung. Wir wollen uns mit dem Respekt für das Ehrenamt beschäftigen. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir als allererstes diejenigen hier unter uns begrüßen wollen, die ehrenamtlich tätig sind. Wenn Sie sich umgedreht haben oder beim Reinkommen, werden Sie gemerkt haben, dass viele Verbände, viele Neuköllner Verbände und Institutionen hier ihre Stände aufgestellt haben. Und ich denke mal, wir geben einfach jedem Einzelnen ganz kurz die Gelegenheit, sich und seine Arbeit vorzustellen. Und da ich neben Herrn Professor Brauns vom Paritätischen Wohlfahrtsverband sitze, denke ich mal, fangen wir mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, damit dem Landesverband Berlin an. Und ich würde den Herrn Lachenmeier gerne nach vorne ans Mikrofon bitten. Der erste Punkt ist der: Dort, wo freie Wohlfahrtspflege sich noch auf die ursprüngliche Sozialarbeit bezieht und wo Sozialarbeit sich selbst überflüssig machen soll, braucht es Menschen, die dort weitermachen, wo die Hilfe der professionellen Art überhaupt nicht mehr benötigt wird. Es gibt die yuppie-hafte Antwort: Wenn im Management von den Prinzipien top-down und bottom-up gesprochen wird, kann man sagen, die Entwicklung ehrenamtlichen Engagements prägt die Gesellschaft. Und ohne die Prägung der sozialen Arbeit durch Menschen verliert auch die Gesellschaft ihre Menschlichkeit. Und es gibt die ganz praktische: Um in einer Arbeit zu stehen, in der man Menschen zugewandt ist, ist es wichtig, mit Menschen zu tun zu haben. Ehrenamtliche Menschen, die sich für andere engagieren, motivieren andere, sich ebenfalls zu engagieren, und sie sind auch Anlaufstelle für Professionelle, die dort, wo sie Funktionäre sind, nicht in Funktionalität erstarren, sondern die im Zweifelsfalle auch dazu beitragen, sich selbst motivieren zu lassen von Menschen, die gern für andere da sind. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, mein Name ist Dieter Krebs, ich bin der Landesvorsitzende des Union-Hilfswerkes und ich bin den Veranstaltern sehr dankbar, dass sie eine Veranstaltung zum Thema Ehrenamt machen. Das Ehrenamt ist in unserer Gesellschaft heute unverzichtbar. Die Gesellschaft würde ohne das Ehrenamt nicht die Qualität haben, die sie hat. Ich wünschte mir, dass das Ehrenamt von der Politik, dann ist das heute noch ein Thema, noch mehr gefördert wird oder besser gefördert wird, damit man auch die ehrenamtlich tätig werden wollen, auch in die Lage versetzen können, dieses Amt zu übernehmen. Zum Union-Hilfswerk noch ein Satz: Es ist 1946 gegründet worden und wir haben in jedem Berliner Bezirk Bezirksverbände, und ich wäre sehr froh, wenn die heutige Veranstaltung mit dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen für die Wohlfahrt interessieren und Mitglied werden. Wenn man nicht selbst aktiv werden kann, sind wir schon über eine fördernde Mitgliedschaft sehr dankbar, und in diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung für das Ehrenamt einen guten Verlauf. Vielen Dank. Die BG hat sich da hinten aufgebaut, da steht alles, da können Sie alles genau lesen, was es auf sich hat. Was mich an dieser DLRG erfreut und was ich einfach gut finde dort ist, dass viele junge Menschen dort engagiert dabei sind, im Schwimmen ausbilden, im Retten ausbilden. Und es kommt noch etwas weiteres hinzu, dass es so ein Stück durch die Generationen hindurch geht und dadurch ein ganz besonderes verbindendes Element entsteht und ja, gemeinschaftsbildend gewirkt wird. Und gestern zum Beispiel habe ich an einer Schwimmausbildung teilgenommen in Berlin-Mitte an der Leipziger Straße, da gibt es auch ein Schwimmbad. Und ich war einfach beeindruckt, wie Erwachsene aus allen Herrenländern ausgebildet werden im Schwimmen und damit auch ein ganz kleiner Beitrag geleistet wird zur Integration dieser Menschen in unserer Stadt. Und es ist schon mehrfach jetzt dieses Wort Ehrenamt genannt worden. Ich tue mich mit diesem Wort so ein bisschen schwer. Das klingt so mächtig. Ehre und Amt. Wichtiger ist eigentlich, und das versuchen wir in der DLRG so ein bisschen zu leben, dass man an den Nächsten denkt, weil man hier in Ihrer Einladung steht auch dieses Wort Selbstverwirklichung drin.
da wird es für mich dann noch schwieriger. Denn wer sich selbst verwirklichen will, kann es eigentlich nur tun, wenn er an den Nächsten denkt. Und das versuchen wir bei uns so ein Stück zu praktizieren, verstehen uns als gemeinschaftsbildend, gemeinschaftsstiftend und am Ende, dieses Wort ist in Ihrer Einladung auch drin, wir versuchen uns gegenseitig zu ermuntern, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, wichtig in unserer Gemeinschaft und all die hier sitzen, ich bin überzeugt davon, denken im Prinzip gleich. Vielen Dank, dass ich zu bekommen hatte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, zu diesem Thema was reden zu können. Als Diakonie sind wir traditionell ein Verband der Kirche. Unsere Träger sind die Kirchengemeinden. Und in den Kirchengemeinden würde, ich sage auch ehrenamtlich in Anführungszeichen, um den Gedanken meines Vorredners zu folgen, weil viel Ehre und viel Amt. Die Frage ist auch häufig, wie gehen wir in unseren Strukturen auch mit sogenannten Ehrenamtlichen um? Wie häufig werden sie auch verschlissen, ist ein Thema. Eine andere Frage, die sich heute immer mehr stellt bei der hohen Arbeitslosigkeit, ist auch die Frage, Ehrenamt muss man sich leisten können. Viele Menschen sind zurzeit in der Situation, dass sie erstmal ihre eigenen Lebensunterhalt sichern müssen und können dann erst freiwillig tätig werden, ihre Interessen auch vertreten in vielen Bereichen. Und ich kann für unseren Bereich sagen, wir sind hier der regionale Verband für Neukölln, Treptow und Köpenick, das Diakonische Werk Neukölln-Oberspree. Informationsmaterialien über die Arbeitsweise, die wir hier haben, können Sie hinten an unserem Stand entnehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Neuköllner Gespräche, den Neuköllner Bundestagsabgeordneten Dankbar Duwit bitten, uns in die Veranstaltung einzuführen. Ja, recht herzlichen Dank, Frau Vogelsang. Meine Damen und Herren, als sich die Verbände jetzt hier so vorgestellt haben, da fiel mir ein, dass ich auch ehrenamtlich tätig bin. Und zwar fiel mir dabei ein, dass ich 20 Jahre im Stiftungsrat der Deutschen Klassenlotterie bin und dass ein ganz Teil dieser Verbände mir eigentlich aus dieser Arbeit recht gut bekannt sind und ich denke mal auch ein ganz Teil meines Denkens geprägt worden ist durch die Arbeit, die dort im Stiftungsrat geleistet wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe mir lange Zeit Gedanken darüber gemacht, wenn ich mir das Standing einer Stewardess einer Luftfahrtgesellschaft ansehe und das Standing einer Krankenschwester, dann frage ich mich oft, ob die Leistung für die Gesellschaft mit dem Ansehen, das sie in der Gesellschaft eigentlich hat, in irgendeiner Weise noch übereinstimmt. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum Neuköllner Gespräch. Dieses Neuköllner Gespräch ist von mir initiiert, das ist richtig, das ist schon über viele Jahre so. Es wird von den Ortsverbänden der CDU, Gruppestadt, Herfordplatz und Rudow sowie der Jungen Union und auch der Mittelstandsvereinigung unterstützt. Und ich glaube, es ist gut, dass am Anfang die Verbände und die Aktiven sich hier vorstellen konnten, weil es für uns wichtig ist, dass wir nicht übereinander reden, sondern dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu reden. Was stürmt nicht alles auf uns ein? Wir sind heute in rascher Folge mit einer Vielzahl grundlegender Veränderungen konfrontiert, in der Arbeitswelt, im Beruf, in gesellschaftlichen und in kultureller Hinsicht. Einmal Erlerntes verliert seine Gültigkeit, Selbstverständlichkeiten des eigenen Kulturkreises werden in Frage gestellt. Das Modernisierungstempo hat sich derart beschleunigt, dass so mancher von uns überhaupt nicht mehr mithalten kann. Orientierungsverlust bis hin zur sozialen Entwurzelung sind die Folge. Aufgabe verantwortlicher Politik muss es nach meiner Meinung sein, Gegengewichte schaffen zu helfen, damit den Menschen das innere Gleichgewicht nicht verloren geht. Den Einzelnen nicht und natürlich auch nicht der gesamten Gesellschaft. Inneren Halt findet der Mensch in der sozialen Gemeinschaft. Die für ihn überschaubar ist. Das ist neben der Familie und dem Bekanntenkreis die lokale Gemeinschaft in der Gemeinde, in der Region, in dem Bezirk, in der Stadt, in dem er lebt.
Heimat, das ist für viele so ein abgedroschenes, altmodisches Wort. Und doch ist es einer der elementarsten Sozialbezüge, der sich denken lässt, auch und gerade für uns, die modernen Menschen. Meine Damen und Herren, dieses Wissen um die Bedeutung der sozialen Kontakte, des Wertes des gesellschaftlichen Zusammenlebens stand und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wirken unserer ehemaligen Familienministerin. Für Claudia Nolte ist ehrenamtliches Engagement eine ganz hohe Priorität in der politischen Arbeit und in der politischen Bedeutung. Aus diesem Grunde freue ich mich sehr, und man muss eigentlich sagen, sie ist zum zweiten Mal zu einem Gespräch hier. Vielleicht weiß sie das gar nicht so genau, aber ich freue mich sehr, dass sie zu uns nach Neukölln gekommen ist. Herzlich willkommen, Frau Nolte. Engagieren vollzieht sich in den Wohlfahrtsverbänden, den Kirchengemeinden, in zahlreichen Organisationen, in Verbänden und Parteien, in Bürgerinitiativen, in Selbsthilfegruppen, in sozialen und familiären Netzwerken, aber auch und ganz besonders im Bereich des Sports. Die größte Bürgerinitiative, sagt man, ist die Sportbewegung. Viele Menschen finden in ihrer Freizeit hier ihre zweite Heimat und Jugendliche lernen hier spielend soziales Verhalten. Ehrenamtliches Engagement macht diese Arbeit in dieser Breite, in der wir es vorfinden, gerade auch in unserer Stadt erst möglich. Der ehemalige Verteidigungsminister und der Bundestagsabgeordnete aus unserer Nachbarschaft, aus Tempelhof, bringt seinen großen Sachverstand ein, um bei Hertha BSC die Geschäftsführung zu kontrollieren und zu beraten. Wir freuen uns, dass unser Nachbar heute bei uns ist, und wir begrüßen ihn ganz herzlich, Professor Robert Scholz. Ehrenamtliches Engagement wird stark in sozialen Verbänden eingebracht. Neben den ganz Großen und den Großen sind dies oft sehr kleine Gemeinschaften, die sich um ganz spezielle Probleme von Menschen kümmern, die nicht so im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens und der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Deshalb brauchen Sie eine Organisation, die ihre Interessen vertritt, weil sie eben im Ganzen gesehen nicht so groß und so mächtig sind, die sie beraten. Und dies ist für viele dieser Verbände und für viele dieser Gruppierungen der Paritätische Wohlfahrtsverband. Wir freuen uns, dass der Geschäftsführer den Weg zu uns gefunden hat. Wie ich gehört habe, ist es ja gar nicht so einfach, das Gemeinschaftshaus in Neukölln zu finden. Und dass er uns aus seinem Blickwinkel zum Thema Respekt für das Ehrenamt einige Ausführungen hier machen wird. Für mich ist es eine gute Gelegenheit, für viele Gespräche, die ich mit Herrn Professor Brauns führen durfte, mich zu bedanken. Seien Sie herzlich willkommen hier bei uns, Professor Hans-Jochen Brauns. Nun hat Herr Schweinefeld gesagt, das Wort Selbstverwirklichung, das ist Ihnen so ein bisschen suspekt, mir eigentlich auch. Aber Unterstützung anderer und Selbstverwirklichung widersprechen sich keineswegs. Das Gefühl, anderen wirksam helfen zu können, ist die schönste Form eigentlich der Selbstverwirklichung. Und in diesem Sinne wollen wir diesen Begriff nach meiner Meinung auch benutzt wissen. Wer ehrenamtliches Engagement als antiquiert betrachtet und für nicht mehr zeitgemäß hält, verkennt die Grundlagen einer freien demokratischen Gesellschaft. Denn sie gründet sich unter anderem auf diese Form des Mitwirkens der gesamten Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen mit unserer heutigen Veranstaltung unseren Beitrag dafür leisten, die Wichtigkeit des Ehrenamtes für alle deutlich zu machen und der Stellung Ehrenamtlicher in unserer Gesellschaft das richtige Gewicht verleihen. Wir wollen hier und heute Respekt für das Ehrenamt vermitteln. Es bedarf des Anstoßes, des persönlichen Angesprochenseins, der Aufforderung und später dann bedarf es der Bestärkung und der Bestätigung. Wer für andere Verantwortung übernimmt, wer sich einsetzt, wer Kranke oder Behinderte betreut, einen Turnverein oder einen Chor leitet, der erwartet in der Regel dafür keine großen materiellen Güter. Der macht meist auch nicht viel Aufhebens von seinem Engagement. Aber was er erwarten darf, was er manchmal auch nicht mehr erwartet, ist
für seinen Dienst am nächsten, das ist öffentliche Anerkennung und das ist unsere Wertschätzung. Meine Damen und Herren, es würde mich freuen, wenn wir nach den Einführungen unserer Gastredner in einen lebhaften Meinungsaustausch kommen können, was wir eigentlich in Neukölln, was wir in Berlin tun können, damit das Ehrenamt wieder die Stellung in unserer Gesellschaft bekommt, die ihm gebührt. Seien Sie herzlich willkommen und ich freue mich auf diese Veranstaltung. Herzlichen Dank, Herr Bubit. Nun möchte ich vielleicht gleich im Anschluss Frau Claudia Neute bitten, uns ihren Beitrag näher zu bringen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Ehrenamtliche, die Sie heute Abend hier sind, schon bei der Vorstellung ist mir klar geworden, eigentlich brauche ich nicht zu erzählen, wie wichtig Ehrenamt ist. Sie tun es, Sie sind dabei. Das kann man ja nur machen, wenn man ein gewisses Verständnis dafür hat, dass Sie so Eulen nach Athen tragen. Und trotzdem finde ich es gar nicht falsch, sich von Zeit zu Zeit nochmal dessen bewusst zu werden, was ehrenamtliches Engagement zum Ausdruck gibt. Und da hat die Einladung von Herrn Bubit mir das jetzt leicht gemacht, da überzugehen und das nochmal anzutippen. Denn was heißt Ehrenamt? Dass Menschen bereit sind, freiwillig Zeit, Kraft, Engagement zur Verfügung zu stellen, für etwas, was über sie selber hinausreicht, für die Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Was ist denn da das Kennzeichen solch eines Tuns? Es kennzeichnet letztendlich die Freiheit eines Menschen. Sich freiwillig für etwas entscheiden zu können, heißt, seine Freiheit zu nutzen und in Anspruch zu nehmen. Und ist damit letztendlich auch Ausdruck der Möglichkeit, als freier Bürger in einer freien Gesellschaft zu leben. Ich betone das deshalb so, weil ich Zeiten erlebt habe, wo das nicht so selbstverständlich war. Wo Ehrenamt oder wo zumindest freies Engagement in Vereinen, in Initiativen sehr suspekt war und vom Staat beobachtet und kontrolliert. Was die krasseste Form dessen ist, zu zeigen, was es bedeutet, Freiheit zu sein, in Freiheit sich für etwas einzusetzen, zu engagieren, weil man damit natürlich auch die Möglichkeit hat, selber zu bestimmen, wo man sich einsetzt, für was man sich einsetzt, selber die Themen setzt. Und das macht deshalb für mich auch so diesen Kerngehalt unserer Zivilgesellschaft aus. Wenn wir fragen wollen, was charakterisiert unsere Bürgergesellschaft, unsere Zivilgesellschaft, dann muss man sagen, vor allen Dingen das, dass die Menschen ihre Freiheit nutzen, freie Entscheidungen treffen, wo sie sich einbringen und engagieren. Wir erleben in diesem Zusammenhang eigentlich eine ganz andere Debatte im Teil. Und das, finde ich, muss uns dann schon nachdenklich stimmen. Denn ich kann mich gut daran erinnern, als meine Fraktion das Thema Ehrenamt in besonderer Weise thematisiert hat und sehr schnell der Vorwurf gemacht worden, ja, jetzt wo die Staatskassen leer werden, erfindet ihr das Ehrenamt, um euch von Kosten zu entlasten, Haushalt zu sanieren, so nach dem Motto Sozialstaat und Billigrechnung. Und ich denke, es hat eigentlich eher seine Ursache, diese Debatte, dass der Staat lange Zeit gemeint hat, vorzugeben, was er alles leisten kann. Und damit eben auch viele Bereiche, die eigentlich schon klassischerweise in Ehrenamthände gehören, abgenommen und verdrängt. Dann gab es noch ein paar andere Entwicklungen, die ich auch in keiner Weise kritisieren will. Sondern wir sind durchaus darauf stolz, dass sich im Rahmen der Sozialstaatsgeschichte wir eine erhebliche Professionalisierung in vielen Bereichen erlebt haben. In der Krankenpflege, in der Altenpflege, in der Behindertenarbeit. Was aber früher klassischerweise Ehrenamtsbereiche waren. Wir haben also ein Zurückdrängen von Ehrenamtsbereichen. Und dann haben wir natürlich auch Modernisierungsprozesse in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass sehr viel mehr Alternativen bestehen für seine freie Entscheidung, wo man sich engagiert. Man muss sich auch mehr aufteilen dann auf verschiedene andere Angebote. Und es gibt natürlich dann auch Angebote, die etwas außerhalb von gesellschaftlichem oder gemeinschaftlichem Engagement stehen, nicht nur an die Angebote der Freizeitindustrie denken. Aber wir haben durch all diese Prozesse durchaus eine problematische Folge. Nämlich, dass sehr wohl schleichend eine zunehmende Abhängigkeit
und Beformungen entsteht. Lange Zeit ist das sehr angenehm, Versorgung, Vollversorgung, aber letztendlich führt es in Beformungen. Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir diese Debatte führen, was kennzeichnet unsere menschliche Gesellschaft und wie wollen wir sie aufrechterhalten. Und da sage ich, das geht nicht ohne freiwilliges Engagement, ohne Ehrenamt. Eine Bürokratie, so wie die öffentliche Hand, wird nie das ersetzen können, was die persönliche Zuwendung von Menschen zu Menschen ist. Und das macht unsere menschliche Gesellschaft aus. Und es ist für jemanden, der diese menschliche Zuwendung erfährt, viel, viel mehr wert, wenn er merkt, Mensch, der tut das ohne eine Gegenleistung, ohne einen Auftrag, ohne eine finanzielle Entschädigung. Das macht eine Sache wertvoll. Und deshalb finde ich das auch ganz wichtig, dass wir die Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen für solch ein Engagement verbessern. Wir haben ja einen halben Beklagen, dass die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement abnimmt, weil man sagen muss, dass die Faktenlage eine andere ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine stetige Zunahme. Man ging noch in den 60er Jahren von etwa 2,5 Millionen ehrenamtlich Tätigen in Deutschland aus. Das waren etwa 5% der Bevölkerung. Und Erhebungen aus jüngerer Zeit sagen für die 90er Jahre, wir haben etwa einen Anteil von über 12% der Bevölkerung, die sich ehrenamtlich engagieren. Das sind etwa 15 Millionen Menschen. Das ist aber eine Frage, früher hat so mancher gar nicht geglaubt, dass er Ehrenamt macht, was er heute als Ehrenamt bezeichnen wird. Da sind sicherlich auch Verschiebungen. Und dann haben wir außerdem eine sehr, sehr schlechte Datenlage in diesem ganzen Bereich. Ich habe damals deshalb noch als Ministerin eine umfangreiche Studie dazu in Auftrag gegeben, in der Hoffnung, das Themengebiet etwas aufzuhellen und auch ein Stück weit über die Motivation derjenigen, die sich engagieren, zu erfahren. Mir war es leider nicht mehr möglich, bis heute die Ergebnisse dieser Umfrage zu erhalten. Die Wege von Bonn nach Berlin sind anscheinend immer noch recht lang. Ich hoffe, irgendwann langt es nicht. Aber was schon wahr ist, es hat sich was verändert in den Strukturen des Ehrenamtes. Wenn wir hinschauen, wer klagt über die Abnahme des ehrenamtlichen Engagements, dann werden uns auch Dinge deutlich, woran das liegen könnte. Nämlich Klagen tun, Gewerkschaften, Kirchen, großen klassischen Wohlfahrtsverbände. Also große Institutionen, die natürlich auch ihre eigenen Strukturen inzwischen entwickelt haben, die sich aufgebaut haben über viele Jahrzehnte. Da muss man schon fragen, gibt es wirklich eine Abnahme von Engagement oder hat sich nicht einfach der Zugang zum Engagement verändert? Ist es nicht so, dass Sie heute kaum jemanden zum freiwilligen Engagement interessieren können oder bewegen können, wenn Sie ihn über den Kopf ansprechen, wenn Sie ihn an den Altruismus erinnern und sagen, du musst doch. Ich glaube, damit werden Sie kaum jemanden gewinnen. Und hier sind deshalb ja auch schon Stichworte genannt worden, die Selbstverwirklichung. Die Frage, was bringt mir das eigentlich? Aber wir müssen das einfach akzeptieren, das ist so. Natürlich fragen die Leute immer mehr, was bringt mir das? Wie weit kann ich mich dort auch selber wirklich einbringen? Kann ich auch was mitbestimmen und mitgestalten? Und ich finde das legitim. Ich finde es ein Riesenfehler, wenn wir anfangen, daraus einen Gegensatz zu konstruieren. Denn letztendlich erfahre ich doch sehr wohl im Engagement für andere Selbstverwirklichung. Ich bekomme ja auch etwas dafür zurück. Ich erlebe Persönlichkeitsentwicklung, nur ich muss diese Erfahrung erstmal machen. Das heißt, ich brauche einen anderen Zugang zu so einer Arbeit. Ich muss anders daran geführt werden. Und ich muss gucken, inwieweit sich auch die Möglichkeiten für freiwilliges Engagement verändert haben. Beispielsweise in den klassischen Sozialbereichen. Die vielen Frauen, die das Jahrzehnte selbstverständlicherweise gemacht haben, die geben heute sehr viel selbstverständliche Arbeit. Die haben überhaupt gar nicht mehr so viel Zeit, um das machen zu können. Die jungen Leute haben natürlich auch ein fest eingeplantes Zeitbudget, wo sie nicht so viel frei machen können für andere Sachen. Darauf muss Rücksicht genommen werden. Und dann kommt ja dazu, wenn wir gerade über die jungen Leute klagen, dass sie sich nicht engagieren, dann müssen wir mal fragen, welche Vorbilder haben sie denn? Wenn sie ihre Eltern nicht erleben, die selbstverständlich 1-2 Mal in der Woche etwas machen, dann verliert das für sie auch eine Selbstverständlichkeit. Wir können von den jungen Leuten nicht mehr erwarten, als sie ringsum in der Gesellschaft erleben.
Deshalb finde ich, ist das schon eine Herausforderung an die klassischen Verbände. Wie schaffen wir Zugang junger Leute oder überhaupt von Bürgerinnen und Bürgern zu unseren Verbänden? Und dann muss man nämlich genau gucken, wo finden junge Leute, wo finden Erwerbstätige oder eben auch rüstige Seniorinnen und Senioren Zugang zum Ehrenamt. Dann wird es deutlich, es muss einmal Spaß machen. Sie dürfen nicht sich als ein Rädchen im Getriebe fühlen, wo sie für die Aufgaben herangezogen werden, die die Hauptamtlichen halt nicht so gerne machen. Sprich Dienst am Wochenende, weil es ist für Hauptamtliche immer unangenehm. Sie müssen erfahren, dass sie auch ein Stück weit mitbestimmen können, dass sie verantwortungsvolle Aufgaben haben, dass sie auch mit Persönlichkeitsentwicklung dabei wirklich durchmachen können. Und es muss für sie konkret sichtbar sein, was da passiert. Ich habe immer empfunden, der beste Zugang zu persönlichem Engagement ist persönliche Betroffenheit. Man merkt, es hat was mit meinem Leben zu tun. Oder das spricht mich sehr an. Gerade wenn man den Egoismus der jungen Leute kritisiert, dann muss man doch auf der anderen Seite sagen, sie haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und dort, wo sie Sachen finden, die ihnen zutiefst widerstreben, da sind sie sehr wohl motiviert, sich zu engagieren. Oder im Umweltbereich, wo sie sehen, unsere natürlichen Lebensgrundlagen für unsere Zukunft wird hier Stück für Stück zerstört. Da machen wir mit, um das zu verhindern. Also diese persönliche Betroffenheit. Daraus ergibt sich ganz klar, zeitlich überschaubar, zeitlich begrenzt, ein konkretes Projekt und nicht irgendwo in einer Institution eines Riesenverbandes. Zumal wir ja an Teilen erleben, dass die Bindungsfähigkeit und die Bindungsbereitschaft junger Menschen nachlässt, ob das im familiären Bereich ist, bis hin eben zu der festen Bindung an einen Verband, an einen Verein. Dementsprechend haben wir auch ganz neue Formen von Ehrenamt. Wir haben ja diese Diskussion um das neue Ehrenamt. Selbstentwicklung, Bürgerinitiativen, mehr im Umweltbereich, mehr im kleinräumigen Bereich, die Freiwilligenzentren, die Seniorenbüros, also alle mit einem sehr konkreten Hintergrund, die sich hier herausbilden. Und ich denke, auch da müssen klassische Verbände und Strukturen diese Herausforderung annehmen und schauen, wie können wir uns so profilieren, dass wir wieder die gleiche Attraktivität bekommen, wie jetzt diese neuen Initiativen, die entstehen. Vielen Dank, Frau Leuter. Ich denke, Sie haben viele Fragen auch angerissen, Lösungsvorschläge gemacht. Ehrenamt kontra Hauptamt, Ehrenamt wird gehindert durch bürokratische Strukturen. Ich denke mal, auch das Problem angerissen, wollen wir wirklich Ehrenamt bezahlen in Zukunft, wollen wir also soziale Dienstleistungen in Billigversion. Ich denke, das wird nachher eine sehr, sehr spannende Diskussion, an die sich hoffentlich ganz viele von Ihnen beteiligen. Bevor ich jetzt dem Professor Scholz heute gesagt haben, ist eigentlich nicht mehr so sehr viel zu sagen, aus meiner Sicht zu grundsätzlich. In der Einladung bin ich genannt als Aufsichtsratsvorsitzender von Hertha BSC. Ich habe das gelesen und habe mir gesagt, mein Gott, was werden die Menschen denken, was hat das damit mit Ehrenamt zu tun? Denn es geht um Sport. Und wenn man an Hertha BSC denkt, ich hoffe, Sie denken alle gerne an Hertha BSC, dann denkt man natürlich zunächst an nichts anderes, als an das natürlich, was diesen hochkommerzialisierten Profisport angeht. Und das ist heute natürlich etwas wirklich durch und durch kommerzielles. Das ist gar kein Zweifel. Aus diesem Verein hat der BSC sein Verein geworden, der in diesem Jahr einen Jahresumsatz von 100 Millionen gemacht hat. Das zeigt sportlichen Erfolg, wirtschaftlichen Erfolg. Aber es kann verleiten dazu, dass man Sport nur noch unter diesem Aspekt sieht. Und das kann man nicht, das darf man nicht. Dagmar Bunkel hat mit Recht den Sport als die größte Bürgerinitiative bezeichnet. Was gibt es denn Besseres eigentlich für junge Menschen als den Sport? Man muss die jungen Menschen, wie es immer so schön heißt, von der Straße holen. Und in Sportvereinen können sie sich am besten, sagen wir es mal ein bisschen salopp, austoben. Das ist das Allerbeste, das Allergesündeste. Und sie lernen Gemeinschaftsgeist dort. Sie lernen Leistungsbereitschaft dort. Und sie haben Spaß, weil sie spielen können. Der junge Mensch wächst mit Spiel doch auf. Was hat das mit dem Ehrenamt zu tun? Es hat unendlich viel, meine Damen und Herren, mit dem Ehrenamt zu tun. Alles das, was hier geschieht,
jungen Menschen, mit Kindern, ist überhaupt nicht möglich, ohne dass sich unzählige ehrenamtlicher Helfer, Übungsleiter, Trainer völlig uneigennützig in den Dienst dieser, ich sage einmal, fantastischsten Sache, die es für junge Menschen gibt, stellt. Das wird natürlich überhaupt nicht honoriert in vielfältiger Weise. Und es beginnt bei Eltern. Man gehe mal auf einen Fußballplatz, wenn da eine E- oder eine D-Jugend spielt. Nicht? Das sind so eine kleinen Kerle. Die kann man doch nicht alleine dahin lassen irgendwo, da kommen die aus Neukölln und spielen da Wedding. Ja, dann sind es die Eltern. Die Eltern, die sich zusammentun. Die zusammentun und dafür sorgen, wie gesagt, dass die 11, 12 Jungs da hinkommen. Eltern, die das tun es sicherlich zunächst natürlich für ihren eigenen Sohn oder ihre eigene Tochter. Aber sie tun es für die Gesamtheit dieser Gemeinschaft. Darüber spricht niemand. Da sagt auch niemand Dankeschön. Dankeschön sagen nur die es täglich erleben in dem Verein. Die genau wissen, dass Sportvereine, dass die große, ich sag mal, Volksbewegung Sport überhaupt nicht denkbar ist, ohne ein solches ehrenamtliches Engagement. Und ich glaube, die meisten, wenn man sie darauf ansprechen würde, wenn man ihnen sagt, also das ist ein tolles Ehrenamt, das sie hier machen, ich glaube, die meisten würden etwas irritiert reinschauen. Ich nehme das auf, was General Speidel gesagt hat, der so ein bisschen in Zweifel, ein bisschen Distanz geäußert hat zu dem Begriff Ehrenamt. Und ich glaube, da hat er etwas Richtiges gesagt. Denn der Begriff Ehrenamt ist ja ein Grunde ein historischer Begriff. Er kommt letztlich aus den Bereichen etwa der kommunalen Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche Selbstverwaltung. Aus den Bereichen kommt das. Und das, was wir heute hier haben, ist im Grunde ganz allgemeines bürgerschaftliches Engagement. In einem buchstäblich unendlich breiten Feld nicht nur öffentlicher Aufgaben, wie es natürlich etwa die Wohlfahrtsverbände leisten, sondern auch buchstäblich ganz privaten Feld. Und Sport ist was unendlich Privates. Und trotzdem von einer unendlich großen öffentlichen Bedeutung. Und dass dann manche, wie man das natürlich dann bei so einem Fußballverein hofft, dass manche dann so richtige Stars mal werden, und das gehört auch dazu. Da kommt das Kommerzielle natürlich ins Spiel. Da entstehen heute im hochprofessionalisierten Sport natürlich, entstehen Berufslaufbahnen. Berufslaufbahnen, an denen, ich sag mal, alle anderen auch große Freude haben. Sport ist ja eine unheimliche Unterhaltungsindustrie geworden. Aber alles dies wäre nicht möglich ohne, sagen wir es mal mit dem etwas abgegriffenen Begriff der Basis. Vielen Dank, Professor Scholz. Herr Liesegang, kommen Sie zu uns. Richter des Deutschen Roten Kreuzes und nach dem in der vergangenen Woche und Monaten das Rote Kreuz in Berlin doch etwas unrühmlich durch die Presse und durch die Zeitung gegangen sind, ist es uns eigentlich recht lieb, dass wir doch unsere Arbeit mehr oder weniger im Stillen verrichten können und dass die Ehrenamtlichen, die ja eigentlich unsere Auftraggeber sind, die bei uns das Sagen haben, dass die dann immer wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Und eines unserer wichtigsten Prinzipien ist die Freiwilligkeit und die Menschlichkeit. Und Menschlichkeit hat was mit Menschen zu tun. Sowohl auf der Seite derjenigen, die Hilfe brauchen, als auch auf der Seite derjenigen, die Hilfe leisten. Und das geht bei uns im Prinzip durch alle Altersklassen, von den Schulkindern bis hin zu den Senioren, die dort immer und überall Hilfe leisten. Und das im stillen und im entgeltlichen Diensten. Vielen Dank. Eine ganze Reihe von Stichworten sind ja schon geliefert. Ich will einige kurze Anmerkungen machen. Aus unserer Sicht gehört zur verfassten, gesetzlich geregelten Solidarität des Sozialstaates das spontane, persönliche Engagement, die persönliche Solidarität der Zivilgesellschaft. Wir haben, sage ich kritisch, in vielerlei Richtungen, auch an unsere eigene Adresse, Letzteres in den letzten Jahrzehnten teilweise zu sehr vernachlässigt. Man muss allerdings auch sehen, dass auch bürgerschaftliches Engagement, wie ich das lieber bezeichne, gewissen gesellschaftlichen Trends sich nicht entzieht.
In den 70er und 80er Jahren war beispielsweise Umweltschutz hoch in der Konjunktur, da haben sich viele engagiert, während traditionelle Formen sozialen Engagements in Wohlfahrtsverbänden und anderen freien Trägern eher zurückgegangen sind. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, was in den Kirchengemeinden passiert, was in der Katastrophenhilfe im Rettungsdienst, beispielsweise des Roten Kreuzes, der DLRG und anderen Organisationen passiert, was beispielsweise in vielen sich neu gründenden sozialen Initiativen, Vereinen passiert. Wir haben eine Warteliste von etwa 100 Vereinen, die Mitglied bei uns werden wollen. Das sind Pi mal Schnauze etwa 500 bis 1000 Personen, die sich ehrenamtlich neu engagieren. Dann ist mir eigentlich nicht bang und ich kann, sage ich mal, dieses Gejammere, das Ehrenamt ist auf dem Rückmarsch, so nicht teilen. Allerdings muss ich auch sagen, wir könnten viel mehr für ehrenamtliche, bürgerschaftliche Tätigkeiten tun und noch viel mehr Personen gewinnen, die sich, ich spreche jetzt mal für die Wohlfahrtsverbände, bei freien Trägern und Wohlfahrtsverbänden engagieren. Das hängt einmal damit zusammen, dass wir in den letzten Jahren auf dem Hintergrund kontinuierlichen wirtschaftlichen Wachstums es uns haben leisten können, viele Dienste zu professionalisieren. Das war gut, das war notwendig, aber wir haben dort teilweise Strukturen geschaffen, die ausschließlich orientiert sind, hauptberuflich tätige Mitarbeiter anzusprechen, in die Organisation zu integrieren, während bürgerschaftlich engagierte Personen, die in Krankenhäusern, in Senioreneinrichtungen, in Nachbarschaftsheimen mitarbeiten wollen, sozusagen auf feste, für sie nicht geeignete Strukturen stoßen und dort nicht reinpassen. Da müssen wir dringend etwas tun, da müssen wir etwas ändern. Ich halte auch, das ist vielleicht eine persönliche Macke, die Diskussion um Geld, Aufwandsentschädigung für einen Nebenkriegsschauplatz. Es ist viel wichtiger, die persönliche Anerkennung, unabhängig von den Motiven, aus denen heraus sich jemand bürgerschaftlich engagiert, zu fördern, dort Unterstützung zu leisten und auch die gesellschaftliche Anerkennung zu fördern, zu stützen. Eine kritische Bemerkung an die Politik. Frau Nolte hat das indirekt schon angesprochen. Wir müssen uns dafür hüten und auch dagegen wehren, dass Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement dann Konjunktur hat, wenn das Geld knapp ist. Das diskreditiert bürgerschaftliches Engagement, weil es aus ganz anderen Motiven geleistet wird und auch geleistet werden muss, als weil Geld für die Bezahlung von Professionellen fehlt. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich für 10 Minuten bezahlt einem Pflegebedürftigen, einem älteren Menschen Zuwendung gebe oder ob ich freiwillig eine halbe Stunde ein Gespräch führe, vorlese, mich um persönliche Belange von einer Person kümmere. Das ist nicht nur sozusagen ein unwesentlicher Unterschied, sondern das ist ganz wesentlich und wir müssen diese Art von Engagement fördern. Wir müssen, das sage ich auch an unsere eigene Adresse, zur Kenntnis nehmen, dass sich heute insbesondere jüngere Leute anders engagieren und andere Erwartungen haben an ihr Engagement. Das betrifft einmal die Überschaubarkeit der Verbindlichkeit. Sie wollen sich für überschaubare, befristete Zeiträume engagieren. Wir müssen also die Möglichkeit dafür schaffen. Wir müssen Zugang zu unseren teilweise sehr komplizierten Strukturen schaffen, sehr verkürzt. Wir müssten in Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen so etwas wie Personalbüros für ehrenamtliche Mitarbeiter schaffen, die rekrutieren, die ansprechen, die organisieren und die dann auch Anerkennung vermitteln. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Punkten, aber ich gehe davon aus, dass wir die auch in der Diskussion ansprechen können. Vielen Dank. Danke, Professor Paus. Ich denke, es sind eine ganz Vielzahl von Punkten angesprochen worden. Meine Damen und Herren, wir haben am 5. Dezember den Tag des Ehrenamtes in der ganzen Bundesrepublik Deutschland.
Vielleicht können wir hier, die wir hier oben sitzen, auch von Ihnen Anregungen mitnehmen, wie wir versuchen können, hier in Neukölln, hier bei uns, diesen 5. Dezember in diesem Jahr, im Jahr 2000, mal ganz besonders herausgehoben zu begehen, um eben etwas zu veranstalten, was sich nicht einfordern und was sich nicht anordnen lässt, nämlich Danke und Anerkennung für die vielen, vielen Menschen, die ehrenamtlich hier bei uns im Bezirk Neukölln tätig sind. Vorhin hat mir irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die Frage gestellt, wissen Sie eigentlich, wie viel ehrenamtlich Tätige es im Bezirk Neukölln gibt? Nun, ich weiß, wie viel ehrenamtlich Tätige es im Bereich des Sozialamtes Neukölln gibt. Es wird auch sicherlich jemand wissen, wie viel ehrenamtlich Tätige es im Bereich des Jugendamtes gibt. Wir haben die Zahl der Freiwilligen Feuerwehr gehört, aber ich glaube nicht, dass es eine Vorstellung darüber gibt, dass es eine Zahl darüber gibt, wie viele Menschen, von denen rund 320.000 Einwohner hier in unserem Bezirk, sich eben für das Wohl von anderen engagieren. Das wird vielleicht als erstes mal so ein klitzekleiner Auftrag an das Bezirksamt sein, diese Zahlen dann zu ermitteln. So, jetzt würde ich aber gerne Sie zu Wort kommen lassen, vielleicht auch mit Vorschlägen, was wir denn tun können am 5. Dezember mit Ihren Positionen. Bitte schön. Ich habe darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, Menschen dauerhaft an Engagement zu binden. Sie haben auch mit Recht gesagt, dass der neue Trend dahin geht, das Engagement auf Zeit zu pflegen. Hier steht eine große Chance für die Zukunft. Ist es aber nicht vielleicht auch eine politische Aufgabe, das Vereinsrecht mal zu entwickeln, dass es leichter wird, einen Verein zu bilden, dass man auch Institutionen schafft, die dauerhaft sein können, die aber nicht so straff organisiert sein müssen, Verrechtlichungsprogramme ist das Stichwort, und so die Leute auch die Chance haben, sich zu verstetigen. Und der zweite Punkt, der meiner Ansicht nach noch wichtig ist, Herr Scholz, die Vernetzung. Was passiert denn mit den Eltern, wenn die sportlerischen Kinder in die Pubertät kommen und irgendwann sagen, ohne Papa und Mama ist das doch ganz schön? Das Engagement verpufft, wird nicht mehr nachgefragt. Das hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass viel zu sehr im eigenen Saft geschmort wird und dass man nicht versucht, Querverbindungen herbeizuführen, um Engagement auch in andere Formen überzuleiten. Hier sollte Offenheit miteinander gepflegt werden. Und der letzte Punkt, was macht man eigentlich an einem bestimmten Gedenktag, wenn man das Ehrenamt fördern will? Wir hatten gerade erst Muttertag, der findet schon lange statt, es gibt immer wenige Mütter. Vielleicht sollte man diesen Tag zum Anlass nehmen, mal zu fragen, was will man innerhalb eines Jahres geschafft haben, um das Ehrenamt attraktiver zu machen. Und der darauffolgende Gedenktag ist dann sozusagen der Tag, an dem man mal nachfragt, wie weit man mit seinen Zielstellungen gekommen ist. Das motiviert. Eine aufzugreifen ist die Schule. Schule hat ja die Aufgabe, die Schüler auch zu sozialem Verhalten zu führen. Was ich aber vermisse in vielen Schulen, wenn ich es richtig beobachte heute, ist, dass Schüler auch dazu angeregt werden, a. Leistung zu erbringen und b. eben auch sich zu engagieren. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten, nicht nur in Sportvereinen, auch an anderer Stelle. Und ich finde, das wird überhaupt nicht gefördert, ist meines Wissens auch so in den Lehrplänen, in den Inhaltsbeschreibungen dessen, was Lehrer den Schülern gegenüber erreichen sollen, gar nicht vorgesehen. Sowas kommt einfach gar nicht vor. Ich meine, hier sollte man versuchen, eine Änderung zu erreichen. Das geht nur mit der Lehrerschaft und den Eltern, aber ich vermisse auch, abgesehen von unserer schönen Diskussion heute, Anstöße in dieser Richtung. Was ich ansprechen möchte, ist Folgendes. Natürlich hat, ich glaube, das ist ein bisschen durchgekommen heute, das Ehrenamt oder das persönliche Engagement, wie man es nennen will, verhältnismäßig wenig gesellschaftliche Wertschätzung. Und wenn man überlegt, wie kann man das ändern, gerade hier in der Großstadt Berlin, dann fange ich an, die Großstadt Berlin mit dem Dorf zu vergleichen. Da kennt jeder jeden. Da weiß jeder vom anderen, was der andere tut und dementsprechend haben, jedenfalls in aller Regel, Leute, die sich engagieren, Ehrenämter übernehmen, auch eine entsprechende Wertschätzung. In der Massengesellschaft einer Großstadt fast unmöglich. Und deshalb meine ich, wir sollten doch mal darüber nachdenken, ob man Menschen, die
ehrenamtlich tätig sind, nicht viel stärker sichtbare Zeichen der Wertschätzung verleiht. Nun kann man nicht jedem das Bundesverdienstkreuz verleihen, das wäre dem Bundesverdienstkreuz nicht dienlich. Aber man kann ja sozusagen darunter etwas schaffen. Wir haben zum Beispiel den Berliner Verdienstorden, der wird auch nur sehr spärlich verliehen, ist auch richtig so, hat ja eine gewisse Bedeutung. Aber so darunter, ja, Bezirksnadel haben wir auch in Neukölln, aber wer weiß schon, was das ist. Das heißt also, wir müssen irgendwelche Dinge schaffen, dass Leute mit Zeichen auf dem Revers oder an der Bluse herumlaufen können und jeder sieht, ach, der hat was bekommen dafür, dass er sich offensichtlich gesellschaftlich engagiert. Wir müssen das deutlich machen, anders, sonst ist meines Erachtens in einer Massengesellschaft eine höhere Wertschätzung für all die vielen, die sich engagieren, nicht zu erreichen. Ich denke, ein der entscheidenden Punkte ist in der Tat die Bürokratie. Wir sagen alle Vereine, wenn Sie mal einen Fördermittelantrag stellen, dann kriegen Sie 5 Adressen, die haben 7 verschiedene Formulare, die Sie an 10 verschiedenen Stellen abgeben müssen. Und das blickt keiner mehr durch. Und ein kleiner Verein kann sich halt keinen hauptamtlichen Förderbescheid durch Fechter einstellen. Und das macht ein Riesenproblem. Wir gründen einen Verein. Wir gründen einen Verein, der Selbsthilfe für Vereine für Förderanträge. Genau. Ich sehe im Übrigen schon Initiativen in dieser Richtung, die mich allerdings nicht erfreuen. Ich habe so Parteikollegen in anderen Fraktionen, die machen das sehr aktiv. Und das finde ich dann schon etwas betrüblich, wo man sich fragen kann, ob nicht durchaus Parteien für sich das als Aufgabe empfinden können. Zu sagen, wir sind Ansprechpartner, wenn es darum geht, Förderanträge zu stellen, da durchzufinden, Kontakte herzustellen. Dass man nur so als Idee, dass man da auch ein Stück weit Hilfestellung anbietet. Die Union, die jetzt von sich ja zu Recht sagt, mitten im Leben, die Bürgerbüros schaffen will, die könnte das ja auch für sich als eigene Aufgabe sehen. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Aufgabe an aktive Politiker zu sehen, ob man das nicht irgendwo vereinfacht bekommt. Nun liegt ein Problem in der Struktur der Sache. Wir sind föderal strukturiert. Es gibt viele Stiftungen, es gibt viele, die selber Geld zur Verfügung stellen für bestimmte Projekte. Jeder will sicher gehen, dass das Geld richtig angelegt wird, dass es nicht für irgendwelche zweckfremden Dinge verwendet wird. Und schon haben Sie einen Mindestaufwand, wenn Sie Geld zusammenbekommen wollen, an verschiedene Ansprechpartner, an dadurch verschiedene Formulare, an Nachweispflichten und vielen anderen Dingen. Ich habe damals für mein Haus mindestens hinbekommen, dass wir diese Jahresberichte einstampfen, dass wir das sein lassen, weil wir haben immer solche Pamphlete bekommen, die niemand im Haus gelesen hat. Also es war so ziemlich sinnlos. Es war auch keine Kontrolle möglich, weil das einfach die Zeit nicht erlaubt hat, das alles zu lesen. Und ich habe gesagt, es reicht doch, wenn wir straff einfach nebeneinander stellen, Zweck, Auftrag und was ist gemacht worden. Dann brauchen wir keine großen Jahresberichte mit Bilderchen und viel Text. Wir haben die Fördermittelanträge einheitlicher strukturiert und entschlackt. Und wir haben bei den Nachweisen auf pauschalierte Nachweise umgestellt und zum Teil haben wir Budgets zur Verfügung gestellt, die in einem gewissen Rahmen frei waren, ohne einzelne Nachweispflicht, um das zu erleichtern. Aber es hat natürlich haushaltsrechtliche Grenzen, weil sie eine bestimmte Nachweispflicht in der Tat brauchen. Mein Wunsch und Wille war, dass man es schafft, dass wenigstens auf Länderebene die Kreise vergleichbare Formulare verwenden. Dass da auch irgendwo eine Einheitlichkeit drin ist. Wir haben viel Bürokratie bekommen durch die 630-Mark-Geschichte. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ich denke, Herr Professor Scholz hat das Wesentliche dazu gesagt. Einen schlechteren Gefallen als diese neue Regelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse hätte man im Ehrenamt nicht tun können. Und ich weiß auch nicht, wie man da rauskommen will. Wir stellen einen Antrag nach dem anderen. Wir haben einen neuen in Arbeit, der zumindest für das Ehrenamt bessere Wege finden soll, um aus dieser Schwierigkeit herauszukommen. Wir haben im Moment noch nicht die Mehrheit. Das ist so ein bisschen ein kleines Problem. Wir haben auch Anträge gestellt, was die bessere
Förderung von Vereinen anbelangt, gerade was die steuerliche Berücksichtigung anbelangt, was die Rückstellungsmöglichkeiten für Vereine anbelangt, die Frage des Steuerrechts von Vereinen selber. Sie sind allesamt abgelehnt worden, wobei eigentlich vor nicht allzu langer Zeit solche Anträge von einer Seite da lagen. Also eigentlich hätten wir dafür Unterstützung kriegen müssen. Aber Gott ist gnädig. Er schenkt dem, der viel verspricht, ein kurzes Gedächtnis. Frau Brauns, machen zu viele Hauptamtliche und ehrenamtliche Engagement kaputt? Das ist eine Frage, die ich jetzt in einer halben Minute beantworten soll. Haben wir so bei den Freelancer aus? Da ist durchaus was dran. Das hängt mit unterschiedlichen Orientierungen zusammen. Das hängt damit zusammen, also ich war lange Zeit an der Fachhochschule für Sozialarbeit, wo indirekt vermittelt wurde, dass ehrenamtlich Tätige eigentlich, wie soll ich sagen, Arbeitsplätze von hauptberuflich Tätigen bedrohen und dass man versuchen muss, deshalb das zu verhindern. Zweitens, das hatte ich vorhin schon kritisch angemerkt, auch in der Politik wird manchmal nicht unbedingt gezielt, sondern eher unfreiwillig, unbewusst der Eindruck vermittelt, ehrenamtliche Tätigkeit ist sozusagen die billigere Alternative zu professioneller Arbeit. Das führt dann zu Abwehrreaktionen. Das sind also sehr komplizierte Prozesse. Ich hatte ja vorhin angesprochen, aus meiner Sicht haben wir, und ich rede jetzt primär für Wohlfahrtsverbände in den letzten Jahrzehnten, auch auf dem Hintergrund reichlich vorhandenen Geldes, viele Dinge zu Recht professionalisiert, ohne genau darauf zu gucken, inwieweit notwendige und sinnvolle Verknüpfungen mit bürgerschaftlichem Engagement erhalten werden können. Und da müssen wir meines Erachtens wieder Zugänge und Freiräume innerhalb unserer Institutionen schaffen, dass Ehrenamtliche sich auch engagieren können. Eine Bemerkung zur eben diskutierten Bürokratie. Ich habe auch immer vergeblich versucht, dagegen anzukämpfen. Ich habe in gewisser Weise die Hoffnung aufgegeben, im Frontalangriff Bürokratie zu beseitigen. Ich halte es für erfolgversprechender, gerade wenn es um Dinge geht wie Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement, weil die in der Regel nicht die Puste haben, 2 Jahre sich mit der Bürokratie auseinanderzusetzen, sozusagen Umwege zu finden. Beispiel Auslagenersatz. Das ist vielfach gefordert worden. Was ist daraus geworden? Auch sozusagen unter dem wachsamen Auge des Rechnungshofes. Verwendungsnachweise ellenlang, die nur hochprofessionalisierte leitende Mitarbeiter der Verwaltungen ausfüllen können und natürlich jeden Ehrenamtler abschrecken. Dann zu fordern, von diesem Unsinn zu lassen, ist völlig vergebliche Liebesmüh, weil sofort irgendeiner in der Hierarchiestufe oder beim Rechnungshof den Mitarbeitern auf die Finger klopft, wenn sie 50 Mark im Monat so auszahlen, sozusagen ohne Verwendungsnachweis. Sinnvoller ist es dann meines Erachtens zu sagen, wir zahlen eine Prämie für den Ehrenamtler an einen Verein, der den identifiziert und der Verein kann damit machen, was er will. Nämlich beispielsweise Auslagenersatz zahlen. Dann läuft es anders. Also man muss solche Auswege finden, Umwege finden. Noch eine Bemerkung zur Anerkennung, was Sie angesprochen hatten, zu Recht. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich als Geschäftsführer ein bisschen darüber mokiert habe, dass ab und zu im Verband Diskussionen hochkamen, wir sollten doch vielleicht für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten und andere Tätigkeiten eine Ehrennadel oder Ähnliches schaffen. Das Ding ist sozusagen das Gold, was zumindest in der Urkunde steht, wert. Weil wir sind inzwischen dazu übergegangen, regelmäßig bei unseren Mitgliederversammlungen zwischen 10 und 20 Personen zu ehren, die sich über lange Zeit sehr intensiv in herausragender Stellung, wobei das alternativ gemeint ist, nicht kumulativ gemeint ist, ehrenamtlich engagiert haben. Danken und natürlich unserem Bundestagsabgeordneten,
der hier für dieses Ganze so gerade stehen muss. Herzlichen Dank. Den 5. Dezember etwas machen, dann sollte das fröhlich sein und sollte den Leuten Mut machen, mitzumachen und nicht die Probleme aufhalsen, die man ihnen noch mit auf den Weg geben kann. Dadurch fühlen die Leute sich dann vielleicht doch durchaus abgeschlossen. Und da Sie alle so nett waren heute, aber wir nicht jedem einen Blumenstrauß überreichen können, möchte ich gerne von heute für alle, ja, ein bisschen Verantwortung muss schon sein, einen Blumenstrauß überreichen, mich herzlich bedanken, dass Sie, Hubert Scholz, der Herr Professor Brauns, aber auch Sie alle hierher gekommen sind, weil Ihnen das Ehrenamt wichtig ist. Und wenn wir das versuchen, in der Gesellschaft etwas stärker noch zu verbreiten, und dieser Abend einen Anstoß dazu gegeben hat, dann war dieser Abend ein großer Erfolg. Recht herzlichen Dank.